Servus, Glück auf und herzlich willkommen. Ja, zum weiteren kleinen News-Video vielleicht oder Meinungsvideo, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ja, wir haben ja einen neuen Sportdirektor ab dem 1.9., was ja so ein bisschen untergegangen ist jetzt durch die öffentliche Bekanntgabe, dass Min-Jae Kim zu uns wechselt oder bereits da ist. Und ja, die beiden Fakten wollen wir uns jetzt mal kurz anschauen. Dazu haben wir ein Testspiel, was weiß ich, 27-0 gewonnen oder sowas. Hab mir die paar Tore da angeguckt. Ja, das ist, weiß nicht, welche Liga das war, Kreisliga oder was. Da müssen wir nicht drüber reden, dass das kein Maßstab ist. Von daher brauchen wir da gar nichts Großes zu sagen. Ja, Tell und Schupo angeschlagen. Das können wir aus dem Spiel mitnehmen. Und ja, das ist das Einzige und das ist jetzt gerade nicht positiv. Obwohl da jetzt ich noch nichts gehört habe, inwieweit da irgendwie was Schlimmeres ist oder sowas. Gut, kommen wir mal zu unserem neuen Sportdirektor am 1.9. Christoph Freund. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns den guten Herrn mal an. Mir hat der gar nichts gesagt. Ich bin auch voll nicht drin in diesem RB-Universum und vielleicht ist das der eine oder andere von euch, dann könnt ihr mir gerne was dazu in die Kommentare schreiben. Nichtsdestotrotz ist Christoph Freund am 1.9. unser neuer Sportdirektor und wir gucken mal, was er selber dazu sagt und was der was Chrissy dazu sagt. Wir wissen ja, dass er mittlerweile Chrissy ist. Ja, ich denke mal, da wird im Laufe der nächsten Wochen oder Monate, ich denke mal spätestens zum 1.9., wenn der Antritt ist, wird eine Pressekonferenz geben mit Fragen, Blasülz. Kennen wir alles. Und bis dahin gucken wir uns einfach mal das Statement hier an und schauen mal, was da so gesagt wird. Also der FC Bayern hat Christoph Freund zum 1. September so einen Sportdirektor verpflichtet. Der 46er Österreicher wird vom FC Red Bull Salzburg für den aktuell in gleicher Funktion tätig ist, zum deutschen Rekordmeister wechseln. Chrissy, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern. Wir freuen uns, dass wir in Christoph Freund einen so erfahrenen wie erfolgreichen Sportdirektor für den FC Bayern gewinnen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass er der Richtige ist, um gemeinsam mit dem Trainerteam, um Thomas Tuchel und dem technischen Direktor Marco Neppe die Mannschaft künftig weiter zu verstärken. Mit dem FC Red Bull Salzburg, bei dem Christoph Freund einen hervorragenden Job gemacht hat, ist einvernehmlich verabredet, dass er bei seinem langjährigen Arbeitgeber die aktuelle Transferperiode noch vollumfänglich gestalten und erst Anfang September zu uns stoßen wird. Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei Geschäftsführer Stefan Reiter für die konstruktiven Gespräche bedanken. Also bedeutet, vor dem 1.9. werden wir von ihm nichts hören oder sehen bei uns im Verein. Was auch völlig okay ist. Warum man dann die Info jetzt öffentlich gemacht hat, I don't know, spricht jetzt aber auch nichts dagegen, wenn Salzburg damit einverstanden ist. Also alles gut. Christoph Freund, nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen des FC Bayern war für mich klar, dass ich diese neue Herausforderung annehmen möchte. Ich freue mich riesig darauf, ab dem 1. September mit voller Energie und Leidenschaft alles dafür zu geben, dass dieser Verein auch in Zukunft sportlich so erfolgreich bleibt, weiter in der internationalen Spitze mitspielt und seine Fans mit attraktivem Fußball begeistert. Mir ist es wichtig, dass ein Verein seine Identität hat und dafür steht der FC Bayern ohne Frage. Salzburg bin ich für 17 erfolgreiche und emotionale Jahre sehr dankbar und ich werde mich in dieser Transferperiode für den Club genauso einbringen, wie man es von mir kennt. Der gebürtige Salzburger spielte bereits in seiner Jugend für den österreichischen Erstligisten und kehrte 2006 als Teammanager zurück. Im Winter 2012 wurde er zum Sportkoordinator zur Saison 15/16, beerbte er Ralf Rangnick als Sportdirektor. Sorry. In dieser Zeit entwickelte der Club zahlreiche internationale Talente, außerdem feierte man 14 Mal die österreichische Meisterschaft. Zuletzt 10-mal in Serie sowie 9-mal den ÖFB Cup. Seit 2020 konnte sich Salzburg stets für die Gruppenphase der Champions League qualifizieren. 2022 zogen die Österreicher ins Achtelfinale ein, indem sie bla bla bla. Ja. Schwierig. Wie gesagt, mir sagt der Christoph leider gar nichts. Ich bin sehr gespannt, wie so sein Auftreten ist. Ja, und wie er so klarkommt bei uns. Ja, ich denke, dass das zwei Paar Schuhe sind, Salzburg und München. Allein schon, was die Verpflichtung von Spielern anbelangt. Ich habe noch nicht gehört, dass Salzburg irgendwie mal einen internationalen Topstar verpflichtet hat oder sowas. Da ist es eher halt ausgelegt auf Talente verpflichten, entwickeln, verkaufen. Vorzugsweise erstmal nach Leipzig weiterschieben und die verkaufen sie dann.
Ja, von daher hat er natürlich ein Auge für Talente. Ich denke, das steht außer Frage. Ja, wenn man sich anguckt, was da alles so rausgekommen ist von Salzburg, auch wenn es dann über Leipzig teilweise ging. Das steht außer Frage. Ja. Die Sache ist, ja, ich meine, wir alle haben letzte Saison gesehen, wie mit Tell verfahren wurde. Wir haben gesehen, wie mit Gravenberch verfahren wurde. Wir haben auch teilweise gesehen, wie mit Mats Rui verfahren wurde. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Wink mit einem Zaunpfahl sein soll, diese Verpflichtung. I don't know. Das erschließt sich mir jetzt so von außen betrachtet. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, was seine Kompetenzen genau sind. Das werden wir dann im Laufe der Zeit sehen. Es kann natürlich sein, dass da mehr dahinter steckt, als wie es bisher so in Salzburg war. Er hat auf jeden Fall Erfahrung, das steht ja außer Frage. Aber es ist natürlich was anderes, ob du irgendwie Interesse an irgendwelchen internationalen Topstars hast, à la Kane, à la Rice, à la was weiß ich wen, oder du irgendwelche Talente aus der norwegischen oder schwedischen Liga oder sonst wo verpflichtest. Das sind natürlich zwei Paar Schuhe, deswegen muss man da mal ein bisschen abwarten. Allerdings, ja, das Kerngeschäft ist dasselbe, ja, aber das Aufgabenfeld wird ein bisschen anders sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt so den Weg einschlagen, zu sagen, ja, wir holen jetzt auch mal so ein Haaland schon mal 2 Jahre vorher, dass er sich bei uns entwickeln kann. Weil wir kriegen es ja nicht hin, dass die Spieler sich bei uns entwickeln, weil die Spieler einfach keine Chancen bekommen. Was man auf der einen Seite verstehen kann, klar, ja, bei uns ist immer Druck da zu gewinnen und so weiter und so fort. Aber ja, da muss man die Philosophie ändern. Da muss man halt sagen, ich verpflichte solche Spieler nicht mehr, weil es macht keinen Sinn, solche Spieler wie Tell oder Gravenberch zu verpflichten und sie dann auf die Bank zu setzen. So, und dann brauchst du auch keinen Sportdirektor holen, der irgendwie ein Auge hat, junge Talente zu entdecken und zu holen. Wenn, dann muss ein Konzept her. Vielleicht kommt er auch deswegen, um so ein Konzept zu entwickeln mit dem Partnerverein, dass sie dann erst 2 Jahre dahin gehen oder wie auch immer. Das wird man sehen, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Das wäre auch ein Grund, dass ich die Verpflichtung nachvollziehen kann. Ansonsten muss man fairerweise auch sagen, was ist sonst auf dem Sportdirektormarkt zu haben, ja, was der deutschen Sprache mächtig ist. Also einen Ralf Rangnick fühle ich bei uns nicht, ich fühle einen Max Eberl bei uns nicht. Und dann hört es auch schon auf. Ja, da war noch ein Gröscher im Gespräch, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Wir lassen uns einfach mal überraschen, oder ich lasse mich einfach mal überraschen. Vielleicht kennt ein oder andere von euch den Christoph schon ein bisschen besser. Ich kann gar nichts dazu sagen, ich kann ihn nicht einschätzen. Man kann so ein bisschen einschätzen, was Salzburg so getan hat, was sie so verpflichtet haben. Aber auch da bin ich nicht im Thema, wenn das jetzt irgendwie von 50 Talenten halt 3 eingeschlagen haben und 47 in der Versenkung verschwunden sind, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Aber wenn dem so wäre, ich wüsste es halt nicht. Ja, von daher einfach nur die Info für euch. Unser neuer Sportdirektor wird Christoph Freund sein. Und so wie es jetzt hier steht, wird Marco Neppe bleiben und mit ihm zusammenarbeiten. Und da hat man ja auf der Pressekonferenz schon so ein bisschen gehört vom Chrissy, dass er ja ganz gut mit dem Neppe zusammenarbeitet. Auch das maße ich mir nicht an zu beurteilen. Ich weiß, einige Stimmen sagen, ja, der war unterm Brazzo schon eine Niete und jetzt ist er wieder dabei und ist wieder die rechte Hand und so weiter. I don't know. Ich weiß nicht, wer die Sachen entschieden hat, wo Brazzo da war, ob das mehr vom Neppe kam, ob das mehr vom Brazzo kam. Ich weiß es nicht, wird alles die Zeit zeigen. Christoph Freund, wir haben es gelesen, etliche Jahre Erfahrung, von daher denke ich, ein solider Kandidat. Ja, bei uns ist das Klima ein bisschen anders. Er wird sich mit den Alpha-Tieren auseinandersetzen müssen, aber auch das, ja, warum sollte man ihm das nicht zutrauen? Er ist ja keine 20 mehr, ne? Also von daher, einfach mal abwarten, ist auf jeden Fall für mich eine Überraschung gewesen. Auch, dass man das jetzt einfach so in so einem kleinen Artikel kurz gedroppt hat. Ja, ich freue mich drauf. Es ist auf jeden Fall, wie man so schön sagt, mal frisches Blut, was da reinkommt in den Verein. Und vielleicht mal eine andere Perspektive. Ja, auch im Hinblick auf Talente vielleicht, die vielleicht schon mal ein bisschen früher zu erkennen, die vielleicht schon mal zu verpflichten und dann vielleicht an unseren Partnerverein abzugeben, dass sie sich da 1-2 Jahre entwickeln können.
Wer weiß. Ich weiß es nicht, was die Gedankenspiele sind. All das werden wir wahrscheinlich ab September irgendwie ein bisschen erfahren und dann werden wir auch so ein bisschen das Auftreten sehen und so weiter. Und dann können wir uns da eine bessere Meinung zu bilden, würde ich sagen. Gut, damit haben wir das Thema abgearbeitet. Ich würde sagen, wir kommen mal zu Kim. Da gucken wir uns einfach mal die 4 Minuten an, die beim FC Bayern auf der Seite sind von seinem Medizincheck. Ich denke mal, da kriegt man so ein bisschen so einen kleinen Eindruck so vom Typ her. Von daher gehen wir da einfach mal rein. This is Korean hat. Ja, ein schöner Einspieler vorher, ne? Gehört dazu. Nehmen wir mit. Auch bin ich wirklich eine schöne Stadt so von außen gesehen. Servus. Perfekt. That's a word. Big pleasure to have you with us. Good to see you. Yes. I think everything will be fine. Okay? So he is a cardiologist and he is a specialist for the bioimbalance team physicians. She will do. Danke. Wie geht's? Just please. Jetzt gut. Alles gut. Alles gut. Ja, er kann auf jeden Fall schon mehr rote Deutsch sprechen wie Guerrero, Alter. Sehr gut. Super. Beinemäßig sieht das schon so Müllermäßig aus, wa? So stellt sich er. Again, keep it. Was ja nichts Schlechtes ist. I think we continue with the tests now. With the treadmill. Yeah. This is for you. Super. Super. Yeah, super. And this is, he's called Bernie. Okay? And here's some other stuff. Denkt sich gerade, was soll ich mit dem Ding? And here are the, we call it Stutzen. You have to learn that, Stutzen. Stützen. Yes! Stützen. Sag wie. Stützen. And here's some other stuff inside. And this is a card they wrote you. And I translated to... Super. Really good. Thanks. Huh? Super hat er schon drauf, wa? Danke. Yeah, good. Servus Bayern-Fans. Hier ist Kim Min-jae. Min Jae. Okay. Ja, Leute. Nur mal ein kleiner Ersteindruck, wa? Wir werden, denke ich, noch eine Menge Freude an ihn haben.
Verlinke euch auch unten mal in der Videobeschreibung die Highlights von der Sohn. Der Sohn hat ein Video gemacht von den Highlights von ihm aus der letzten Saison. Ganz interessant, kann man sich mal geben. Ich hätte da gerne drauf reacted, aber ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding dann hier gesperrt wird, ist halt einfach viel zu hoch. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, gucken wir uns aber noch ein paar Fakten zu ihm an. Habe ich mir jetzt auch noch nicht reingezogen, ist also für mich auch ganz interessant. Also, wir haben Min-Jae Kim verpflichtet vom SSC Neapel. Seine Herkunft sollte klar sein, ist am 15. November 96 in südkoreanischen Hafenstadt Tongyeong geboren. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, immer auf Anhieb durchgesetzt. Wo Min-Jae Kim in den vergangenen Jahren hingekommen ist, hat er sich stets direkt als Stammspieler etabliert, ob bei Hyundai Motors, nenne ich, seiner ersten Erstligastation der südkoreanischen Heimat, bei Fenerbahce Istanbul oder zuletzt beim SSC Neapel. Kim konnte sich immer auf Anhieb durchsetzen. In der vergangenen Spielzeit kam er für Napoli in 45 der insgesamt 49 Pflichtspielen zum Einsatz. 44 Mal stand er dabei in der Startelf. Lufthoheit. Kim ist 1,90 Meter groß und überzeugt den Neapel mit einem starken Kopfballspiel. In der abgelaufenen Serie A-Saison gewann er 92 Luftduelle, was unter den Verteidigern einzig von Alessandro Ugogiano vom FC Turin übertroffen wurde. Zudem erzielte er seine beiden Saisontore per Kopf. Stark im Zweikampf. Generell bestach Kim in der abgelaufenen Saison im Zweikampfverhalten. So wies der Südkoreaner wettbewerbsübergreifend eine starke Quote von 63% gewonnenen Duellen auf. In 35 Ligaeinsätzen wurde er lediglich 5-mal von einem Gegenspieler umdribbelt. Bestwert in der Serie A bei mindestens 24 Einsätzen. In der Champions League wurde Kim sogar als einziger Verteidiger neben Reals Antonio Rüdiger nie umdribbelt. Bei mindestens 550 Einsatzminuten. Top-Werte im Spielaufbau. Doch nicht nur im Kerngeschäft der Verteidiger war Kim herausragend. Auch im Spielaufbau überzeugte er mit beeindruckenden Zahlen. Wettbewerbsübergreifend kam der Südkoreaner auf eine Passquote von 91%. In den Top 5 Ligen Europas war er zudem der Feldspieler mit den meisten Vorwärtspässen 1057 und den drittmeisten angekommenen Pässen 2547. Spitzname Monster. Schon während seiner Zeit in Südkorea haben ihn seine Robustheit und Zweikampfstärke den Spitznamen Monster eingebracht. Ich mag ihn, sagte Kim gegenüber The Guardian. Er bringt meine positiven Eigenschaften als Verteidiger auf den Punkt. Ja, und er ist der zweite Südkoreaner beim FC Bayern. Kim wird erst der zweite Südkoreaner sein, der für den FC Bayern spielt. Bislang kam einzig Wong Yong-jong, der inzwischen beim VfB Stuttgart unter Vertrag steht, in der Saison 18/19 2 Pflichtspieleinsätze für den deutschen Rekordmeister. Ja, ich denke, Min-Jae wird ein paar Einsätze mehr bekommen bei uns. Also was ich so gesehen habe, passt Monster ganz gut. Auch wenn man jetzt so gelesen hat, von wegen, wie selten er umdribbelt wird. Wenn ich da so an 1, 2 Sachen bei Upa denke, wenn man sich, wie gesagt, so ein paar Highlights von ihm anschaut, sieht man, dass er eine große Stärke hat im Antizipieren, was Upa auch hat. Dass er aber auch mindestens genauso, wenn nicht sogar noch mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen und Feuer nach vorne hin auch verteidigt und auch die Räume dann, beziehungsweise in den Raum reingeht, den Ball vorher abfängt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat mich dann teilweise auch an Lucio erinnert so ein bisschen. Ja, der dann einfach nach vorne prischt auch mal. Bin ich sehr gespannt, wie das ins Konzept passt. Ich denke, ja, was ich so gesehen habe, schwierig. Upa wird schwierig haben, obwohl Upa auch eine bärenstarke letzte Saison gespielt hat, mal abgesehen vom Champions League Spiel und dann die Zeit danach. Von daher haben wir 3 Innenverteidiger auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Ja, also ich denke, das ist dann jetzt die Position, wo wir uns am wenigsten Sorgen irgendwie machen müssen. Aktuell ist ja noch ein Pavard da. Aber da ist ja die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er noch wechselt. Aber ich denke, mit den 3 Innenverteidigern wären wir sehr gut aufgestellt, was die Innenverteidigung anbelangt. Ja, alles, was man kann sich noch ein paar andere kurze Videos auf der Bayern-Seite angucken. Wenn ihr da Bock zu habt, macht das mal. Bekommt ihr noch ein bisschen Eindruck von ihm. Macht auf mich einen super sympathischen Eindruck. Und was ich so gesehen habe und auch hier die Statistiken, nenne ich es jetzt mal, oder die Zahlen, belegen das ja auch. Ja, wenn man, habe ich schon in einem anderen Video gesagt gehabt, der beste Verteidiger in der Serie A gewählt wird,
dann kann man davon ausgehen, dass er schon verteidigen kann. Und wenn man jetzt noch gelesen hat, dass er auch das Aufbauspiel und die meisten Pässe nach vorne gespielt hat, was ja schon, gerade wenn unser Sechser und Achter zugestellt wurde oder in Manndeckung genommen wurde, schon so ein bisschen ein Manko war. Dass so der Spielaufbau von der Innenverteidigerposition her nicht so gut geklappt hat. Ja, lässt das doch sehr weit hoffen. Und ich gehe davon aus, ja, ich möchte gar nicht sagen, Ersatz für Hernandez ist. Ich denke mal, das würde ihm gar nicht gerecht werden. Ich denke einfach, dass wir ja eine neue, sehr, sehr starke Möglichkeit haben in der Innenverteidigung. Und ich bin gespannt, wie dort geplant wird. Eigentlich denke ich, dass an De Ligt kein Weg dran vorbeigeht. War für mich der konstanteste letzte Saison und auch der wo man gemerkt hat, dass er will. Ja, einfach. Von daher De Ligt und Min Jae als Innenverteidiger. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie Tuchel das handhabt, ob er vielleicht auch durchrotiert da in regelmäßigen Abständen, weil machen wir uns nichts vor, Opa ist ja jetzt auch kein schlechter. Ja. Klar, er muss so seine Aussetzer in den Griff kriegen, aber bis dahin hat er auch eine bärenstarke letzte Saison gespielt, ja, auch in der Nationalmannschaft und so weiter. Also das darf man auch nicht vergessen. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass ein Opa raus ist. Von daher wird das, glaube ich, auch ein interessante Konkurrenzsituation werden und ist natürlich nochmal eine andere wie letzte Saison. Ja. Luki war die ganze Zeit verletzt. Benji hat gespielt, wenn es eine Dreierkette war, aber wirklich jetzt als Konkurrenz für den Opa oder für den De Ligt war ein Benji nie. Ja. War immer, wenn dann der Dritte, der mal gespielt hat, wenn irgendeiner mal eine Pause brauchte oder verletzt war oder sonst was, aber nicht mehr. Das wird nächste Saison anders sein. Wir haben 3 Innenverteidiger auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja, von daher bin ich sehr gespannt, ob es da so das feste Pärchen geben wird oder, wie ich schon sagte, ob da auch eher mal ein bisschen durchgewechselt wird. I don't know, wir lassen uns mal überraschen. Auf jeden Fall habe ich auch schon in den Kommentaren und auch schon im letzten Video zu Luki nochmal gesagt, ja, wenn man jetzt das rein auf die Zahlen runterbricht, ich denke, ein Kim wird mit Sicherheit nicht mehr an Gehalt bekommen, wie es ein Luki bekommen hat. Und das Geld, was wir für den Luki bekommen, ist in ihn als Ablöse geflossen. Ja, also kannst du schon sagen, plus minus null Geschäft. Und ich gehe davon aus, dass er nicht jede Saison nur 1/3 der Spiele macht und von daher wird es schon ein Gewinn für uns sein. Und wenn man sich ein bisschen mit ihm beschäftigt, ein bisschen auseinandersetzt und sieht, was er alles kann, ja, denke ich, haben wir da mehr als einen Ersatz, ja, eher ein bisschen andere Spielweise, gar keine Frage, aber mit Sicherheit keine weniger schlechter. Ja. Also ich freue mich sehr auf ihn, auch vom Typ her, kam super sympathisch rüber. Ja, mehr gibt's leider nicht zu sagen. Wir können ihn ein bisschen beurteilen in den kommenden Testspielen vielleicht schon, wobei man da auch dann wieder nicht zu viel reininterpretieren darf. Ist jetzt gerade mal 1 oder 2 Tage mit der Mannschaft zusammen, da muss man auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Aber ich denke mal so die ersten 3-4 Wochen, dann werden wir schon ein bisschen von ihm gesehen haben und können ihn ein bisschen besser beurteilen und können uns da vielleicht schon eher eine Meinung bilden, jetzt im Vergleich zu Hernandez oder auch im Vergleich zu Opa und De Ligt. Freue ich mich sehr drauf, bin gespannt und ich bin guter Hoffnung, dass er bei uns einschlagen wird. Ja? Und vom Typ her super sympathisch. Ja, und ich denke, wir werden auch nicht der einzige Verein gewesen sein, der Interesse an ihm hatte. Und was man so mitbekommen hat, es ist ja immer schwierig so, man kriegt ja nur das aus den Medien mit, aber gab es da jetzt nie einen Zweifel, dass da noch irgendwie ein anderer Verein mit in der Verlosung gewesen wäre. Er hat sich dann auf dem FC Bayern festgelegt und dann war auch gut. Und das ist, was wir brauchen. Ja? Und von daher bin ich erfreut, dass er da ist und freue mich darauf zu sehen, wie er bei uns performen wird. Gut, Leute. Das Thema haben wir schon vor ein paar Wochen behandelt. Ich wollte es jetzt aber nochmal konkret machen, weil es jetzt konkret ist. Es wird mit Sicherheit die Tage auch nochmal eine Pressekonferenz geben, gehe ich von aus. Dann werden wir natürlich drauf reacten. Und damit ist das Thema rund. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Schreibt mir gerne was in die Kommentare, wenn ihr möchtet. In diesem Sinne,
Und ganz wichtig hier für alle, die hier gucken ohne Abo, Leute, lasst ein Abo da. Ich habe hier so viele Aufrufzahlen, so wenige Abos. Es hilft einfach mir, wenn ihr ein Abo da lasst, dass halt das Video auch mehr Leuten vorgeschlagen wird, wie ich gelernt habe in der letzten Saison. Ist das jetzt alles nicht ganz so scheiße, was ich hier mache, und es interessiert schon einige Leute, aber die Leute müssen mich halt erstmal finden, und das ist halt ziemlich schwer auf YouTube, und von daher wäre es nett, wenn ihr einen Daumen da lasst, wenn es euch gefallen hat, wenn nicht, dann natürlich nicht, und wenn ihr ein Abo da lasst, um Rot-Weiß Bruder zu unterstützen. In diesem Sinne, tschüss.